Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind wieder mal in ein paar Quests stecken geblieben und wir haben Gott sei Dank noch etwas zu bekommen. Und zwar müssten wir im Ardenwald die Schrecken in Tirna Sisch erledigen. Was eine von den Quests ist. Also wir haben jetzt 5 Quests, die wir abschliessen sollten. Eine davon ist mit dem Lehrling, da sehen wir hier hinten einen Glitzerflügel, der uns hier begleitet. Das ist unser Lehrling, den wir gerade mitnehmen dürfen. Wie es aussieht, ein paar Sachen beibringen, oder? Also ich weiss nicht, ob er gut von mir lernt, weil ich bin jetzt wirklich nicht gerade die hellste Birne auf dieser Welt. Aber wir versuchen jetzt mal so gut wie möglich etwas beizubringen. Wir müssten einmal Schrecken in Tirna Sisch erledigen, dazu noch 2 andere Weltenquests. Aber ich würde sagen, da hinten hätten wir ja gerade nochmal eine. Also wir könnten wirklich die erledigen, nachdem die da. Und dann müssten wir nochmal eine Weltenquest erledigen, damit wir auch die Quest abgeschlossen haben. Weil wir sollten 3 Quests mit dem Lehrling abschliessen im Ardenwald. Dazu haben wir auch noch Quest, eben das mit dem Tirna Sisch. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt zuerst mal um die 2 Sachen. Danach müssten wir dann mal nach Maldraxxus. Wir müssen Maldraxxus verteidigen. Und nach Maldraxxus sollten wir dann noch kurz in Schlump ein paar Seelen retten. Und dann, wir schalten damit neue Kapitel frei, und zwar Nachtfeenkampagne, Tochter der Nachtkriegerin und Nachtfeenkampagne der Boss. Das heisst, wir könnten danach, ich würde sagen, wir schließen jetzt eigentlich zuerst mal komplett die 5 Quests ab und danach schauen wir dann weiter. So, wir können nicht hier überfliegen. Ich habe eigentlich gehofft, wir könnten hier überfliegen, aber das ist gar kein Problem für uns, weil dann tun wir ganz kurz mal schnell dort überreiten. Ich würde jetzt mal sagen, wir erledigen eigentlich die 5 Quests, damit wir ein bessere Raumstufen bekommen. Und wenn wir dann die 2 Quests also die 5 Quests abgeschlossen haben, dann können wir dann mal im Nachtfee-Kampagne weitermachen, weil dann würden sich dann die nächsten 2 Kampagnen für uns offenbaren. Und dann können wir schauen, dass wir so lange wie möglich noch irgendwie WoW spielen können, solange ich nämlich Bock drauf habe. So, wir müssen in die Richtung. Jetzt ist aber die Frage, soll ich zuerst die Weltenquests hier erledigen? Oder wenn wir direkt hier über? Nein, wir gehen direkt hier über. So, wir müssen sie hier markieren, dann weiss ich genau, wo wir durch müssen. Dann versuchen wir da ein bisschen auf der Straße zu bleiben, damit wir nicht allzu sehr angegriffen werden oder vom Mount geholt werden, was mir so gerne passiert. Und dann sollte das gut kommen. Glitzerflügel! Ich hoffe, du bist genug schnell unterwegs. Aber wir haben hier unter unser Wunder, wirklich, das Mount ist einfach geil. Das Mount ist so geil. Ich bereue es immer noch nicht, dass ich mich am Ardenwald angeschlossen habe, wo wir den Pakt dann auswählen können. Also, mit dem Mount haben sie gerade alles gemacht. Und so eine Theatervorführung, die hat mir mega gefallen. Ja. Und dann wundert es mich, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Also nur schon der Anfang, wie es war mit diesen Kapiteln, da war es so genial, dass ich mich eigentlich einfach auf die nächsten freue. So, wir sind auf dem Weg. Da haben wir Gegner, aber die greifen mich nicht an. Okay. Dann können wir wenigstens mal ein bisschen noch die Aussicht vom Ardenwald geniessen. Können wir da durch? Können wir da durchreiten? Ja, ich hoffe es mal. Oder ist das ein Bereich von Bösen? Okay, da sind sehr viele Böse unterwegs. Also ich weiss nicht, ob das so gescheit ist, ob wir jetzt da durchreiten. Komm, wir machen es jetzt einfach mal. Wir hoffen, dass sie uns auf dem Mount lassen. Wir hoffen einfach, dass sie uns nicht auf den Mount holen können. Dann sollte eigentlich alles in Ordnung gehen. So, ja, ein paar Schaden können wir einstecken, ein paar Schaden machen nichts. Aber wir müssen in die Richtung dafür. He? Wir müssen in die Richtung. So, wir sind wieder auf dem Weg. Auf dem Feldweg da. Richtig zu dieser Quest, die sollte jetzt da vorne sein. Okay, mich wundert es auch schon, was wir machen müssen. Sie sind geläutert. Wir müssen irgendwie läutern. Schauen wir mal nach. Heute bin ich bei euch, hat gerade unser Lehrling gemeint. Weltquest. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, werden sie den Ardenwald übernehmen. Ja, das wollen wir nicht. Dass sie den Ardenwald übernehmen, das wollen wir nicht. Aber für das muss ich die da töten. Leute, ich bin viel zu schwach für das. Ich muss es läutern, den Ort. Aber das ist der Ort, wo alles so Elite-Gegner unterwegs sind, oder? Das wird mühsam. Es sind da schon andere Spieler auch die Quests am machen, aber das wird wirklich mühsam. Wir versuchen uns jetzt mal den da schnell rauspicken, also dass wir wirklich da irgendwie einen nach dem anderen machen. Friss meinen Staub! Dann let's go, Lehrling. Unterstütze uns so gut wie möglich. Was ist das da? Glitzerzauber. Glitzerflügel springt zu einer Position und entfesselt eine Explosion. Okay, warte, wir probieren das mal aus. Okay. Also wenn wir das drücken, kommt sie zu uns und macht eine Explosion. Wir kommen auch erst 3% über. Also ich glaube, ich weiss jetzt auch, warum das so eine Elitenaufgabe ist. Also der werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger hocken. Aber wir müssen es erledigen. Wir wollen unsere Raumstufen, wir wollen weiterkommen. So. Aber ich weiss nicht, ob ich mich da schon mit Elite-Gegner getrauen anzulegen, weil das ist ein Elite-Gegner und ich weiss nicht, ob wir da gegen einen Elite-Gegner ehrlich gesagt eine Chance haben. Aber ich glaube, wir probieren es jetzt einfach mal aus gegen einen Elite-Gegner. Wir sind einfach wirklich auch noch nicht gut Equipment.
Also wir bräuchten wahrscheinlich wirklich ein sehr besseres Equipment unbedingt noch. Um das wahrscheinlich überstehen. Aber es sieht gut aus. Also meine Drachenfalke geben den Damage gut aus. Oh gut, sie greift eh gerade mich an. Sie greift irgendwie mich an, nicht meine Drachenfalken. Aber darum unterbrechen wir dich ganz kurz, dann ist das auch gar kein Problem. So. Wir haben nämlich jetzt schon nur noch die Hälfte von unserem Leben. Also ist wirklich nicht so harm... Ah! Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da, weg da, weg da. Das überleben wir nicht, wenn die mich noch angreift. Das überleben wir eindeutig nicht, wenn die mich jetzt noch wieder angreifen da hinten. Es wundert mich, wie viel Prozent wir für einen Elite-Gegner bekommen, wenn wir gleich viel bekommen wie für einen normalen. 6%. Für einen Elite-Gegner haben wir 6% über, für einen normalen Gegner würden wir 3% bekommen. Okay, also eigentlich würde es sich lohnen, fast die normalen rauszupicken, weil ich für die weniger lang habe. Als für Elite-Gegner. Was einiges schneller geht. Die Frage ist, ob ich das jetzt da... Oh, das sieht nicht gut aus, wenn die da so auf mich zulaufen. Bitte nicht. Und da kommt schon der nächste. So, warte, jetzt muss ich da meine... zu mir rufen. Jawohl. Oh, das spawnt einer nach dem anderen. Können wir das Spawn-Rappen? Spawn-Rappen ist ein Begriff, den ich noch schnell erklären. Habe ich von früher von Call of Duty, wenn du deine Leute immer an Ort und Stelle durchgehen einfach abkillst. Das ist eigentlich Spawn-Rappen. Aber das finde ich gerade ziemlich... wieso sind nicht so viele da? Wieso sind nicht so viele da? Verrascht doch einen anderen. Okay, dann kämpfen wir gerade mit 2 gleichzeitig, das ist kein Problem, für das haben wir nämlich unsere Eisfallen. Jetzt greifen die mich an wegen dem anderen Löli. Aber wir kommen hier eine fleissige Unterstützung über. Ich komme von irgendetwas mega Schaden über, aber ich weiß nicht von was. Okay, okay. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, weil das ist krasser, als ich es erhofft habe gerade. Das ist gerade krasser, als ich es erhofft habe. Aber wir tun da wirklich schön einen nach dem anderen rauspicken. Irgendwie versuchen, dass nicht zu viel aufs Mal uns angreifen. Dann sollten wir das eigentlich gut anbekommen. Machen wir da noch einen Hit? Ach, schade. Hätten wir jetzt da noch einen Hit gemacht, dann hätten wir wenigstens noch die Prozent davon bekommen. Aber wir sind schon auf 30%, also wir kommen vorwärts. Okay, wir greifen da gerade 2 aufs Mal an. Wir geben dir jetzt einmal noch einen Hit. So. Jetzt kämpfen wir zu zweit gegen 2 Elite-Gegner, was eigentlich ziemlich praktisch ist. Unser Freudentaumel ist leider noch nicht aufgeladen. Dass wir im Notfall unsere Drachenfalken retten könnten. Okay, meine Drachenfalken sind tot, das ist gar nicht gut. Wir machen 4 Wiederbeleben in dieser Zeit. So, das haben wir gut anbekommen. Das haben wir gut anbekommen. Ich glaube, ich stresse mich da viel zu sehr. Ich glaube, wir sind doch vielleicht einigermaßen stärker, als wir gedacht haben. 45%! Also mehr als die Hälfte, fast die Hälfte haben wir schon. Nicht mehr als die Hälfte, aber nur fast. Und jetzt würde ich sagen, wir haben hier einen guten Hotspot, wo wir eigentlich warten können, bis jetzt da wieder ein paar spawnen. Oder machen wir da einfach gerade weiter, wo wir stehen geblieben sind, oder? Finde ich jetzt eine super Lösung. Bis die aber wieder kommen, können wir etwas Kleines mampfen. Und dann wir schon mal gemütlich unser Leben wieder auffüllen. Also es geht länger, als ich denke. Also ich habe jetzt gedacht, da rushen wir schnell durch bei diesen Weltenquests, aber bei der haben wir jetzt wirklich ein bisschen länger als erwartet. Also jetzt so für mich. Hallo, wo sind die Gegner? Vorher ist das so schnell gegangen, bis die wieder gekommen sind und jetzt bewegen die sich fast nicht mehr. Kommen gar keine mehr bewegen. Aber es kommen fast keine mehr. Wo sind die? Hallo? Haben wir so schnell alle ausgemerzt da? Da unten hätten wir noch ein paar, da oben kommen irgendwie gar keine mehr. Also am besten wäre eigentlich warten oder weitergehen. Was wollen wir machen? Warten oder weitergehen? Gehen wir weiter. Oder zurück. Jetzt bin ich gerade überlegt, am gescheitsten wäre fast schon zurückgehen, weil wir müssen da ja dann irgendwie auch wieder rauskommen. Und nicht unbedingt dann gerade sterben. Also wäre es fast schon am gescheitsten, jetzt mal da hinten schauen, ob es da noch ein paar hat. Wäre vielleicht schon fast das Gescheitste, wenn wir das mal so ausprobieren. Aber da hinten hat es fast... Da hinten hat es einfach keinen. Die haben einfach alles getötet. Da hinten haben wir 2. Aber das sind 2 sehr starke Elite-Gegner, mit denen wollte ich mich nicht unbedingt anlegen. Die ignorieren wir jetzt einmal. Und dann picken wir uns wenigstens mal den Kleinen da raus.
Da oben haben wir dann auch wieder einen Elite-Gegner, aber wenigstens nur einen. Das ist schon mal gut. So. Also wenn du die angreifst, dann... Also komm. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Also gut, für mich ist es eigentlich auch nur positiv, wenn wir da gerade das Zweite gegen die kämpfen. Für mich ist das ehrlich gesagt auch nur positiv. So. Schön Drachenfalk wieder auf heilen. Und dann sollte das eigentlich gut klappen. So das Zweite sollte man das eigentlich gut anbekommen. Ich glaube, er ist auch extra da angekommen, weil er gedacht hat, dass wir das Zweite kämpfen. Ich glaube, allein hätte er das jetzt nicht unbedingt machen. So. Oh gut, ich glaube, im Großen und Ganzen lachen mich sowieso alle aus, weil ich immer noch mit Drachenfalken umeinander laufe, aber die sind mir so ins Herz gewachsen. Eigentlich müsste ich die Drachenfalken mal abändern, dass wir mal neue Mounts holen, die uns besser helfen oder etwas wo uns eigentlich mehr bringen würden, aber die sind mir so ins Herz gewachsen. Wir haben jetzt über 140 Folgen mit denen durchgemacht. Da bin ich halt dann schon froh, wenn wir da irgendwie... So, komm, mithelfen. Kämpfen wir doch alle gemeinsam, das kommt am besten. So. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Art Team-Quest, wo man wirklich muss schauen, dass wir alle miteinander ein bisschen kämpfen. Also, dass mit mehreren Leuten miteinander. Komm, ich mische mich da überall rein. Mir ist das jetzt gerade ein bisschen wurscht, was die denken. Aber so komme ich wenigstens gut an meine Prozente an, oder? So. Das ist, glaube ich, so unsere allererste richtig böse Weltenquest. Außer dem Weltenboss. Der Weltenboss war auch noch eine andere Liga. Dort haben wir ja einen wunderschönen Schnelleinstieg gehabt. Aber ich glaube, ich bräuchte jetzt erst einmal wieder meine Drachenfalken, die jetzt gerade gestorben sind. Dann können wir uns da gerade weiter um alles kümmern. Wir sind schon bei 69%, also wir kommen ganz langsam vorwärts. Was natürlich ziemlich nice ist. So. So, da kommt gerade der nächste. 69% sind wir immer noch. Ich habe kein Prozent für den bekommen, wieso nicht? So. So. Versuchen wir da ein bisschen Damage zu machen, weil es sind gerade ein bisschen viel aufs Mal. So, aber ich glaube, das ist noch eine geile Kombo, die ich jetzt gerade gemacht habe. Dass ich unser Dings aktiviert habe, plus unser Teil, damit sie nicht weglaufen können, sondern sie jetzt durchgehend Schaden bekommen. So, der ist down. Machen wir den nächsten. Wieso komme ich kein Prozent mehr über? Das ist ja voll unfair. Wieso helfe ich denn denen? Wieso helfe ich denn denen, wenn ich kein Prozent mehr bekomme? Also wenn wir jetzt wieder kein Prozent bekommen, wir kommen wirklich kein Prozent mehr über. Ja moin. Wieso? Wieso kommen wir kein Prozent mehr über? Bin ich da völlig jetzt? Ich bin ein bisschen baff. Hä? Jetzt haben wir doch miteinander etwa 3 gekillt. Eigentlich wären wir schon lange eigentlich fast fertig mit dem Gegner. Ich bin außer Reichweite. Eigentlich wären wir schon praktisch fertig mit dieser Quest, aber irgendwie gibt es uns kein Prozent. Und der unterstützt das jetzt natürlich auch nicht, weil wir da irgendwie gar kein Prozent für das Ganze bekommen. So, ne? Probieren wir jetzt bei dem dazu. Hoffe ich, dass wir wieder ein bisschen Prozent bekommen, weil wir sind jetzt auch die Ersten, die angegriffen haben. Aber das würde ich halt ein bisschen unfair finden, wenn wir da nicht miteinander killen kann. Für den habe ich jetzt wieder Prozent bekommen. Für den habe ich jetzt wieder Prozent bekommen, für die anderen nicht. Muss ich wirklich in dem Bereich bleiben, vielleicht. Kann es an dem liegen? Kann es echt an dem liegen? So, ne? Von dem haben wir noch 3% bekommen. Jetzt ist die Frage, ob wir uns da hinten reinmischen wollen, aber ich weiss ja nicht, ob das wirklich hilft. Komm, wir machen da mal mit. Wir machen da jetzt einfach mal mit. So, jetzt sind die nämlich auch alle gefangen dort ein bisschen drinnen. Wir machen allen einen guten Schaden. Auch wenn meine Drachenfalken schon wieder tot sind, dann beschwören wir sie wieder. Ach, Jägerli!
Hey, ich muss mich auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ich glaube, ich bin einfach zu blöd für das Game. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu blöd. Meine Drachenfalken schon wieder tot. Meine Drachenfalken schon wieder tot. Ich glaube, die sterben instant irgendwie, weil die gerade von allen möglichen gleichzeitig eins auf den Sack bekommen. Oh, komm. Karton Rutz tot. Wieder kein Prozent bekommen. Wieder kein Prozent. Also ich glaube, das ist das letzte Mal, wo wir irgendwie jemandem helfen. Weil wir kommen da irgendwie kein Prozent über für die. Das bringt uns ja gar nichts. Eigentlich wären wir schon lange fertig mit dieser Quest, wenn wir für alle Prozent bekommen. Aber irgendwie will es nicht so, wie wir wollen. So. So, lass Drachenfalken schön aufheilen. Einblenden. Voilà. Jetzt hilft uns da wenigstens so der Schurke mit. Es bringt dir nichts. Lass bleiben, es bringt dir irgendwie einfach nichts. Man kommt irgendwie kein Prozent über, wenn man anderen hilft. Das finde ich aber so unlogisch. Also das hätte jetzt wirklich anders machen können. Dass wenn wir da gemeinsam einen töten, dass es halt auch als gemeinsam zählt irgendwie. Ich meine, besonders für so Spieler wie mich, die jetzt noch nicht gut Equipment sind und alles, dass das einfach zählen würde, oder? 84%. Also noch 2 oder 3 Mobs, dann sollten wir das erledigt haben. Plündern. Okay. Wir haben da wieder keinen Gegner. Jetzt ist die Frage, ob wir wieder zurückgehen oder ob wir da bleiben. Ich glaube, wir machen das lieber wieder auf den Weg richtig zurück. Gut, wir müssen ja sowieso da abwärts, weil da unten hätten wir Hilft der Patrouille. Oh nein, ist das wieder die Dumm-Quest? Ich glaube, die haben wir ja schon mal gemacht. Die habe ich mega mühsam gefunden. Sogar mega nervig, ehrlich gesagt. Aber können wir die gerade verbinden mit der? Ein paar meiner Jäger sind auf Patrouille im Nebelschleierdickicht. Es wäre gut, Es sieht ganz danach aus. Okay, dann probieren wir es mal aus. Es kann sein, dass wir die 2 Weltenquests irgendwie verbinden können. Müssen wir das mal ausprobieren? Mehr können wir nicht machen. Für das müssen wir aber zuerst Patrouille finden. Wo versteckt die sich denn? Muss ich da wieder schauen, wo der Punkt ist, wo die genau sollten sein. Wo sind denn die? Die sind irgendwo verwirrt in dem Wald. Ich bin ganz auf die Map umschauen, dass ich sie irgendwo finde, aber ich finde sie nicht. Da unten. Da unten sind sie. Okay. Dann können wir sogar, wie es aussieht, gerade 2 Weltenquests miteinander machen. Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich das natürlich von Anfang an gemacht. Oh Mann, oh Mann. Aber dann machen wir jetzt gerade die noch schnell. Dann können wir gerade 2 Weltenquests aufs Mal machen. Wir haben noch so das Glitzerflügel-Lärm von uns, wie man es einfach nicht macht. So. Die lernen gerade von uns, wie man es einfach nicht macht. Aber durch das, dass jetzt da mehrere Spieler sind, sollte die Weltenquest eigentlich auch ziemlich schnell gemacht sein. Wenn man natürlich dann noch durch die Mobs auch schneller tötet. Halt viel mehr Schaden, viel mehr, wo man austeilen kann gleichzeitig an diesen Lölis. So. Ja, 20% bekommen. Geht so ziemlich schnell so. He? Und da... Nein, für Tier 6 kommen wir trotzdem nichts über. Für das zählt es trotzdem nicht. Ja, egal, dann machen wir jetzt gerade mal die schnell und den Rest können wir ja dann nachher weitermachen. Also die 2 Weltenquests machen wir jetzt sicher mal fertig. Verstehe ich nicht, weil es wäre ja eigentlich auch in der Zone drin. Warum das jetzt nicht gerade dazu würde zählen. Aber wenn wir gerade schon so viele Spieler am Start haben, um die Quests mit Hälfte der Patrouille durchziehen, müssen wir das auch irgendwie wahrnehmen. Ein Haufen voller Lölis. So. Hey Mod, die letzte Stunde geschlagen und Feierabend. Okay. Wir haben wenigstens da unsere Prozente über, selbst wenn andere Spieler da mitmachen. Schade, dass ich jetzt halt nicht miteinander machen kann. Das wäre jetzt noch cool gewesen. Das wäre jetzt noch irgendwie cool gewesen. Hoi zusammen! Was sind ihr da machen? Hört doch auf die armen Hirsche da töten und so. Ah, Jägerli. Ah, Jägerli. Wie geht's weiter? Okay, da hat es irgendwie keinen Gegner gehabt. Muss ich nicht ganz verstehen. Ab am nächsten Ort.
Aber die Quest, wenn ich mich nicht täusche, haben wir ja schon mal gemacht. So, dann machen wir nämlich auch allen Schaden. So, ich muss sagen, die Fähigkeit Wilder Geist finde ich wirklich abnormal starke Fähigkeit von unserem Pakt. Also etwas Besseres hätte ich mir ehrlich gesagt nicht wünschen können. Aber die haben so ein komisches Schild um sich. Okay. Kommen wir jetzt aber aus 60%? Jawohl. Okay, das heisst, wir müssen jetzt noch 2 Horden an Gegner erledigen. Dann haben wir die Quest nämlich abgeschlossen und dann kümmern wir uns nachher noch schnell um Schrecken in Tirnasesh. Dann sollten wir noch 3 Münsterli töten und dann haben wir die nämlich auch abgeschlossen. Dann fehlen uns nachher nur noch 2 Weltenquests hier in Ardenwald. Und dann müssten wir über Richtung mal Draxus. Lumera, nein, bleib zurück! Okay. Die haben sich hier in so Nebelgeister verwandelt. Das Problem ist, irgendwie zeigt es mit Gegnern nicht richtig an. Es ist verdammt mühsam, den Überblick zu behalten, obwohl ich eigentlich das eingeschaltet habe, dass wir hier angreifen. Ich habe keine Ahnung, ich sehe keinen einzigen Gegner. Aber wir haben unsere 80%. Wir haben unsere 80%, die nehmen wir mit. Und dann schauen wir mal schnell, was da los ist. So, da hat es irgendwo noch ein Kisteli, hat es mir angezeigt, aber das ist jetzt gerade verschwunden, das hat sich in dem Fall jemand anders geschnappt. Das hat sich in dem Fall jemand noch anders geschnappt. Das hat sich, wie es aussieht, jemand anders geschnappt. Schade, schade, schade. Ein Kisteli, da sage ich eigentlich nie nein. Hätte ich mich auch darüber ziemlich gefreut gehabt. So. Wenn ihr eigentlich im Großen und Ganzen, also auch eine Frage, wieder ein bisschen an Community, wenn ihr wisst, was für eine gute Combo ich eigentlich kann spielen mit Fähigkeiten, weil ich drücke eigentlich immer den Cobra-Schuss, den Biss und den Stachelpfeil hauptsächlich, den Rest brauche ich nicht so wirklich. Wenn ihr sagt, hey nein, du musst mehr den Arcanischuss benutzen und statt der andere, der macht viel mehr Schaden, dann schreibt mir doch mal die Kombination in die Kommentare. Das würde mich nämlich noch tierisch wundern. Jagd verstecken oder ihr entkommen. Das ist ja so, besonders wenn wir mit dabei sind. So, dann haben wir die Weltenquest abgeschlossen. Haben wir dafür noch etwas Gutes erhalten? Ich habe nämlich vorher gesehen, wir haben da noch... Ja, das bringt uns nichts. Nein, wir haben nichts Gutes erhalten, außer einfach ein bisschen Anima, glaubst du. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg wieder rauf. Dann müssen wir schauen, dass wir jetzt noch die anderen Weltenquests noch unbedingt abschliessen. Die würden dazugehören. Es steht von der Prozent her, dass die dazugehören, aber ich bin mir da ziemlich unsicher. Ich glaube... Wir probieren jetzt mal mit dem aus, weil das ist ein schwächerer Gegner. Und sonst können wir uns auch hier unten ein paar schwächere Gegner rauspicken, dass wir automatisch die Quest nämlich so erledigt haben. Und dann müssen wir schauen, dass wir da irgendwie lebendig wieder aus dem Wald rauskommen. Besonders nachher an den Elite-Gegner vorbei. Aber das sollte irgendwie schon machbar sein. So, zählt es dazu? Jawohl. Die Gegner da unten zählen mit dazu. Dann kann ich mir eigentlich schauen, dass ich da irgendwie ein paar schwächere rauspicke. Die da hinten zählen nicht, die ignorieren wir. Hey! Der ist einfach gestorben! Ich kann dich leider nicht wiederbeleben, tut mir leid. Was hat das gemacht? Oh Jägeli! Ab was ist der jetzt gestorben? So ein Löli. Oh Mann. So, dann sind wir da oben wieder auf dem Platz, wo wir schon mal waren. Wir haben 87%. Also allzu viel würde uns nicht mehr fehlen. Ich würde sagen, wir picken uns den da hinten mal raus. Wir picken uns den mal raus. Das sollten wir ja irgendwie machen. Das sollte eigentlich machbar sein für uns. Also, das sollte jetzt machbar sein. Come on. So, wir müssen einfach Drachenfalken immer heilen. Also Drachenfalken selber haben auch Mühe gegen den Gegner. Es ist fast besser, wenn wir uns keine Elite-Gegner raussuchen eigentlich. He? So, Freudenthermal, damit sie wieder volles Leben haben. Und dann sollte das eigentlich machbar sein. Come on. Come on. Sie unterstützen uns. Danke für die Unterstützung. Nehme ich liebend gern an. So. 93%. 93%. Komm, dann picken wir uns den gerade noch schnell raus. Weil gegen die kommen wir ja eigentlich noch gut an. So, und Drachenfalken nicht vergessen heilen. Dann sollte das Ganze eigentlich kein Problem darstellen. Dann sollte das Ganze eigentlich kein Problem darstellen. So, dann müssen wir noch verwirren.
Dann haben wir wieder ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe von der. So. So, die wieder heilen. Sie greift mich direkt an. Dann spielt es eh keine Rolle. Dann können wir ja schauen, dass wir da einigermaßen... jetzt haben wir spät gedruckt. Mann, schade, schade, schade. Schade, schade, schade. So. Komm on, stirb doch einfach. Wir wollen fertig werden. Wir schaffen das. 99%, wegen 1%, das finde ich jetzt aber schon... Was ist das? Mein ewiger Dank. Eines Tages Okay. wird dieser Hain wieder hell und fröhlich sein. Also wir haben irgendeinen Nuss am Boden kaputt gemacht und dafür haben wir jetzt noch den letzten Prozent bekommen. Das sage ich natürlich auch nicht, nein. Also, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir da irgendwie einen Weg rausfinden. Hier hat es aber noch einen Flugplatz, den haben wir bis jetzt noch freigeschaltet. Eigentlich können wir mal schauen, ob wir bis dorthin kommen. Dann haben wir nämlich da eine Fluglinie mehr, die wir benutzen können. Also laut der Karte sollte sie eigentlich gerade da sein, der Flugplatz. Laut der Karte sollte er eigentlich gerade da sein. Da hat es ein Ausrufzeichen. Da hat es ein Ausrufzeichen. Könnte das der Flugplatz sein? Nein. Doch. Nice. Mit dem können wir nämlich jetzt wieder da anfliegen. Ins Herz vom Wald. Und vom Herz vom Wald können wir nachher weitermachen. Jetzt fehlt uns ja nur noch eine Weltenquest. Dann können wir gerade schauen, ob wir die abschliessen wollen. Nachher sollten wir nochmal Draxus. Und nach Draxus sollten wir dann noch schnell nochmal in Schlund. Und dann haben wir eigentlich alles abgeschlossen. Nice, nice, nice. Jetzt geben wir aber sicher mal die Quest ab. Ich weiss nämlich nicht, ob die abläuft mit der Zeit. Auch beim Abgehen, das weiss ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, Kommentar nicht vergessen. Dass ich auch ein bisschen heller werde in dieser Finsternis da. Dann gehen wir jetzt sicher mal zuerst noch die Quest abgeben. Weil es ist eine tägliche und ich weiss nicht, ob die plötzlich abläuft beim Abgehen. Das wäre schon ziemlich mühsam. Das wäre schon ziemlich mühsam. So. Quest beenden. Nice. Neues Abenteuer verfügbar. Jetzt haben wir nochmal eine Quest freigeschaltet. Jetzt müssten wir eigentlich aber, wenn ich mich nicht täusche, Raumstufe 4, nein, Raumstufe 5. Genau, Raumstufe 5 tun wir dann weiter abschliessen. Das heisst, wir müssen jetzt unbedingt schauen, dass wir dann noch die eine Quest machen. Hier im Ardenwald, also noch eine Weltenquest machen mit unserem Lehrling. Dann haben wir die Stufe 5 erreicht. Dann nachher nur noch mal Draxus, Seele und das. Und das sind dann 3 Stufen. Dann sind wir auf 8 und dann haben wir die nächsten freigeschaltet. Also wir haben noch etwas vor uns, würde ich mal sagen. Ich an dieser Stelle würde sagen, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spass gemacht. Es ist halt mehr ein Töten und eine Weltquest machen. Ich weiss, ist vielleicht nicht gerade so verlockend. Aber solange es mir Spass macht, will ich das weiterhin so machen. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, eben trotzdem, euch hat Spass gemacht. Daumen nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen. Ein Abonnement, wenn euch langweilig ist. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Bis in der nächsten Folge und ciao!